Kurz danach haben wir die Comicstrips gegründet mit ein paar Freunden. Da habe ich das erste Mal Englisch gesungen. Dann haben wir uns wieder neu formiert mit ein paar Freunden, unter anderem auch dem Harry, den heutigen Gitarrist. Das war No Excuse. Wenn ich mir das heute anhöre, was wir gemacht haben, klar, da war textmäßig kein Potenzial da. Das war einfach halt bla bla bla, one of the guys, just one touch. Irgendwie, das waren alles so Texte, die waren super oberflächlich, die würden ja heute vielleicht schon eher wieder funktionieren. Ich glaube, die Leute haben gelitten, die sich diese englischen Texte anhören mussten. Das war ja wahrscheinlich grauenvoll, aber das war auch damals, und das muss ich auch heute immer wieder feststellen, ist das anscheinend nicht so wichtig, was man in der Sprache singt. Weil teilweise singen Leute Sachen, wo du denkst, ey, das gibt es doch gar nicht. Aber ich meine, das Englisch, das von uns war katastrophal, das ist grauenvoll. Aber das war halt cool. Ganz einfach. Und wenn du einen reißen wolltest, so musst du halt Englisch singen. Und ich konnte gar kein Englisch. Und das war aber auch egal. Also, bis wir dann irgendwann gemerkt haben, dass wir das ernst meinten mit der Musik. Und dann mussten wir einen Weg finden, uns dann auch mitzuteilen, der Leute. Und dann blieb einem eigentlich ja nichts mehr anderes übrig, als in der Sprache zu schreiben, die man kann. Ne? Und dann hatten wir ein Projekt mit meinem Vater. Da haben wir die Musik gemacht. Also Rolli, Harry, Peter und ich, die Musik zu einer Revue, die ist in Ehrenfeld in dem Theater gelaufen. Und da saßen wir vier, also Harry, Rolli, Peter und ich immer zusammen. Und der Rolli hat da angefangen, echt zu sagen, Jungs, ey, mit eurer englischen Kacke, das ist lächerlich. Sie kamen laufend mit den schönsten Songs an, aber man merkte genau, man hatte so mit dem nassen Daumen und mit dem englischen Wörterbuch hatte man die Texte zusammen gefriemelt. Ne? Und das war ein Qualitätsgefälle zwischen musikalischem Anteil, zwischen Arrangement, Peters Stimme und diesem mehr als dürftigen Text, dass ich also dann da immer den bösen Kritiker gespielt habe. Und ich habe es durchgehalten. Und siehe da, irgendwann schob der Peter mir einen Zettel hin und da war dann Katharina drauf. Ballett, nun die Neon, aufeinander deckt down. So ist jetzt Mord und die Beine sind jetzt schwer. Verhöckert sind noch die Daumen. Sancho and I guess I'm talking wie und dann mit doch an Haus zu jung. Sie sagt, komm mach hin, ich will nach Haus. Denn da ist nicht lang und ich muss vor ihr raus. Ja, Katharina, so sieht es jetzt aus. Mal lachen, sonst kommt er nicht raus. Und in ist die Ära und ihn ist bemarschen. Katharina, sag Mutter tanzen, sag Mutter tanzen. Zig Dreher vor hier, und hat zu dir gesagt, in der Nacht, als alles fing an. Ich mach mich krumm und ich mach mich krank, für dich stund ich mir Mann. Zwei Bands, die kommen, vielleicht jetzt zu flott, doch bei der noch sing mal Musik. Er wohnt nicht der Kind, der so jetzt in
die Lampe im Mond, berührbar sind schon an die Band und Katrina, die sind jetzt allein in der Sierra und du die Spülmaschine. Oh, Katharina, sag, wie südet das so?